war nicht okay. Ich hätte ja können ovens die Frau da fragen oder Oraner, die kommen sind, wie ist es, wenn der Welt fortleben nicht helfen. Wo wir das hingegangen. Ich muss doch ein bisschen an Familien denken. Ne? Waren Eses dann noch d'accord? Das war eine ganz heikel Geschichte, nicht? Lützeburger, den erwischt gewesen, dat nicht an einem Jud geholfen hat, der wäre direkt geholfen von der Gestapo. Beim besten Fall wären nach an der Prison gekommen. Ich denke, ein jüdischer Koppel hat drüber geholt. Den Künstler Emil hat man die zugeschossen haben. Es war ein ehrlicher Koppel. Ich stehe mit zu Perl. Rombisch, mit über die Grenze geholt, ja, bis auf Bresel. Als die ersten Juden von Saint-Fontaine aus in den Osten deportiert werden, ahnt noch niemand, dass man sie umbringen wird. Der Wechsel von West nach Ost gleichbedeutend ist mit dem Unterschied zwischen Überleben und gesichertem Tod, kann sich zu dem Zeitpunkt kein Mensch vorstellen, auch die Juden nicht. Das Gesuchskinder kommt an den Osten, und sie brauchen Arbeitskräfte, du musst geschafft gehen. Mein Papa hat gesagt, du kannst schaffen, das möchte man nicht aus, ich habe schon mein Leben lang mal geschafft, da gehen wir auch nicht schaffen. Und trotzdem hat sein Herz weh gehabt, das ist klar, dafür sein Heimisch zu verlassen. Und was könnt, okay gewusst, dass so eine Mehrerei am Gang war. Für die Luxemburger besteht demnach kein ersichtlicher Grund, den Juden mehr Beistand zu leisten. Als späterhin Informationen das wirkliche Schicksal der Juden publik machen, sind die Internierten von Saint-Fontaine schon deportiert. Nachbarn aus der aus der weiteren Nachbarschaft, die gekommen sind, für Sachen wegzuholen, für die Preise sie nicht hören sollen. Wir haben Sachen rumgekriegt, von denen, wo man nicht wusste, dass sie überhaupt noch da waren, die sie weggeholt haben. Die Luxemburger sind schlussendlich nicht bereit, die von den Nazis diktierte Rassendiskriminierung mitzumachen. Mit Ausnahme von ein paar Kollaborateuren ist kein Luxemburger bereit, die Geschäfte enteigneten Juden zu übernehmen. Viele Menschen zeigen offene Sympathie für ihre jüdischen Mitbürger. Von den 4000 Juden, die am 10. Mai 1940 in Luxemburg leben, soll mehr als ein Viertel den Naziterror nicht überleben. Die katholische Kirche, einzige im Land verbleibende moralische Autorität. Bischof Joseph Philippe, durch eine schmerzvolle Krankheit ans Bett gefesselt, vermeidet alles, den Nazis einen Vorwand zu liefern, ihn nach Frankreich zu deportieren. Trotzdem werden die religiösen Orden aufgelöst und die Prozessionen verboten. Oktav, wo man mit dürfen an der Prozession gehen. Wir sind immer gegangen, zu kleinen Gruppen, die für sich gegangen sind. Trotz der passiven Haltung des Bischofs engagieren viele sich aktiv im Widerstand. Im November 1941 verhaftet die Gestapo, die politische Polizei der Nazis, innerhalb weniger Tage 300 Widerstände. Simon hat der Resistenz den Krieg erklärt und will sie zerstören. Oft werden die Untergrundkämpfer verraten, manchmal ist auch die eigene Unvorsichtigkeit mit im Spiel. Es kommt vor, dass ganze Netze in ein Kartenhaus zusammenbrechen. Dann drohen Gefängnis, Konzentrationslager oder die Todesstrafe. Am Februar als een van eerst nach dem ganz eng zu Summe geschaffen. En dat war een ganz gefährliche Moment. Toen is gedacht, look het brandlich. Ich bin gefragt, muss ich fort. Und dann bin ich bei Piemann gegangen und sie gesagt, mach mal mein vorbei und an 3 am Zingauer komme ich, so mal nicht wieder weg. Am Dingauer war Gestapo auf so Hals. Und dann bin ich quietschen, bremsen, da kam ein schwarzes Auto, den hat so einen Bogen gemacht, bis Schuss von mich an. Und mein Tata
an den heran, an den Auto. Das war dann dünn als Verhaftung. Stung am Verdacht kommunistischer Betätigung. An der Villa Pauli sind mir ziemlich spät verheert, wie schon die ganze also die echt Folterungen, also die Folterungen waren schon ziemlich Lehrstoff und ich nicht mehr mitgekriegt. An der Villa Pauli, unsere Tanja Tomei, die hatten eine Sendung Zeitungen, diese frisch gekriegt hatten sie verstoppt. Und sie unsere Tanja verheiert und haben sie gesagt, wenn du schwätzt, dann lass mir deinen Mann mal trauen. Und hat nicht geschwärzt. Ja. Also, so dann, da gehen wir und dann hat der Mann ihre Jätzen. Also, hat nicht geschwärzt. Wie an der Zeltzweck war nicht realisiert. Das war ein Todesurteil oder nicht. Und das war ein ellendig, wo ich das realisiert habe, so mit 21 Jahren, also Logie. Ja, ich werde vom 13. ab den 14. April 1942 sollte ich verhaftet gehen. Und wie gesagt, ich war nie daheim, das letzte halbe Jahr und ich nie mehr daheim geschlafen, verschiedene Pied-à-terre, wo ich da logiert habe. Und zufällig die Nacht war ich bei der Freiheit zu Biwisch. Da sind ich auf die Manier davor gekommen. Hinzert ist ein SS-Sonderlager in der Gegend von Trier. Die Luxemburger Widerstandskämpfer landen zuerst hier, bevor sie den Weg in ein anderes Konzentrationslager antreten. Das ist dem beginnt, das wir für drin geholt waren, den das Last gegangen. Und ich habe den Ball nicht mehr erkannt. Da wird den Zugriff, das eben in den, wenn du auch gelernt hast, dann, ja, das war die Sache, das war euch, das festzustellen, das war auch ein Beweis für mich, was ob die Gift durchkommen ist, weil ich wusste, den ich fern gerechnet habe, wo ich mich nicht mehr stärker fühlte, als wir hier. Und ich von dem so geht, dann wie geht er mit mir. Ich habe die PRDs lang, trotz all der Nasgeducht, und ich beginne, was ich von der Riff losgekriegt, bis wir Verbanden geheilt waren. Jedes Mal, ich gerade die Himmel gekommen, ist über den West gekommen. Mehr als 1500 Luxemburger passieren Hinzert. 82 von ihnen sterben hier, davon mehr als die Hälfte durch Exekutionen. Während der ersten Monate des Jahres 1942 zwischen Gestapo und Widerstand weiter. 3 Anführer der Gruppe LFK werden in einem deutschen Gefängnis geköpft. Raymond Petit, LPL, schießt sich im Alter von 20 Jahren eine Kugel in den Kopf, um nicht lebend in die Hände der Gestapo zu geraten. Lützeburger und ihre Sklaven, an Tausende sind deportiert. Aus ihrem Londoner Exil richtet sich die Großherzogin regelmäßig über die BBC an das Luxemburger Volk. Ihre Reden sind für viele Luxemburger eine moralische Stütze. Am liebsten als mal Kopf gelauscht gehen oder eben ganz los mit Mauer wieder im Radio. Ich weiß, wenn man sonst muss ganz schön gelauscht tun, so sollte man immer so nur beim Radio wie eine Mädchen. Und da sind auch viele festgehalten, die ungeschmeckt sind, die mal BBC gelauscht hatten. Oberstes Gebot, wenn du den Engländer gelauscht hast, erste Ausmiss, schalte beim Preisstation zurück. Weil das war das erste, was hier an den Haus kommt, nur das Radio gedreht. Für zu gucken, wer Frank geschaltet war. Leif Lützeburger, bleib bis zum Ende der wunderbaren Solidarität treu, die ich all daheim hinter dem 10. Mai 1940 brüderlich Matinee verband. Hilft ich gegenseitig, moralisch und materiell, aber besonders allo, wo dem preisischen Terror immer mehr schrecklich wird. Alles von ganzem Herz für die Lützeburger, alles, und das auch von ganzem Herz, den Preis.